Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren FC Bayern Reaction. Diesmal zum Viertelfinale zu Hause gegen RB Leipzig 2:0 gewonnen, sehr souverän runtergespielt den Bums, am Ende hochverdient gewonnen meiner Meinung nach. Und bevor wir da reingehen, wie immer der Hinweis, wenn euch gefällt, was ihr seht, hypen, liken, kommentieren, abonnieren. Glocke aktivieren, wenn ihr nichts verpassen wollt. Und damit rein in den Bums hier. Die beiden Trainer Ole Werner und Vincent Kompany sind zur abschließenden Medienrunde hier und der Gästetrainer beginnt mit seinem Statement. Bitte. Ja, vielen Dank, guten Abend. Erstmal Glückwunsch, Winnie, an deine Mannschaft, an die Bayern. Zum unterm Strich wahrscheinlich nicht unverdienten Sieg, weil die Bayern doch auch ihre Möglichkeiten klarer ausgespielt haben als wir. Auch insgesamt wahrscheinlich mehr klare Möglichkeiten hatten als wir. Ich bin trotzdem mit der Leistung meiner Ganz sicher sogar mehr klare Möglichkeiten. Mannschaft einverstanden, weil wir viele Dinge heute sehr, sehr gut gemacht haben, lange Zeit sehr gut aggressiv verteidigt haben auf unterschiedlichen Höhen. Was uns gefehlt hat, ist, dass wir dann aus unseren Umschaltmomenten oder auch Ballbesitzmomenten klarer sind im letzten Drittel. Ich glaube, dass wir da hier und da was liegen lassen haben bei Bällen, die durch. Da muss man aber auch sagen, dass wir, jetzt wird er wahrscheinlich sagen, Bälle, die durch den Strafraum gehen, oder? Den 16er gehen, wo wir. Ja, das war einer. So, sorry. Ja, ey. Das hört sich so an, als wäre das 3, 4, 5 gewesen, ja. Ich gehe mit, ja. Alles, was er bisher gesagt hat, gehe ich mit. Man muss aber auch sagen, dass wir sehr, sehr gut in diesen Momenten auch defensiv standen und die Räume sehr, sehr gut besetzt hatten, ja. Es war jetzt nicht so, dass Leipzig da irgendwie Raum hatte, um da durchzukommen oder sonst was. So, das ist der Punkt, den ich machen will, ja. Das lag jetzt nicht daran, dass Leipzig irgendwie ideenlos oder sonst was war da vorne, sondern wir waren einfach dann auch gut gestanden, ja. Im Zentrum nicht klar durchlaufen bei Standardsituationen, hier und da ein bisschen Pech hatten auch ein Stück weit, wenn ich die Szene vor dem 0:1 sehe, wo wir selber an die Latte köpfen, Raum zwar im Abseits ist, aber Willi Orban dahinter eigentlich einen klaren Abschluss hätte. Dann sind das so Momente, denen wir heute nachtrauern, weil ich glaube, wenn du in Führung gehst, kann hier eine andere Dynamik entstehen. Und was sicherlich auch nicht der Fall war, dass heute. Ja, da gehe ich nicht mit. Ja, dafür waren wir heute zu gefestigt, zu erwachsen. Ja, ich glaube nicht, dass ein Gegentor uns aus der Bahn geworfen hätte. Ja, gehe ich nicht mit. Ja, natürlich, keine Ahnung, sagen wir, das Gegentor kommt in der 85. Minute, ja, dann hast du natürlich eine andere Dynamik so, ja. Dann ja, aber keine Ahnung, wäre jetzt da das Ding nicht abseits gewesen, das erste Tor, ich glaube nicht, dass uns das irgendwie beeinflusst hätte oder aus der Bahn geworfen hätte. Also ganz im Gegenteil, glaube ich. Wir waren so scharf und fokussiert heute. Ich glaube, das hätte uns eher noch ein bisschen angefacht, als wie irgendwie nervös gemacht. Klar, nochmal, wenn das so in der 85. passiert, ist das was anderes, aber ansonsten. Heute gewisse Entscheidungen auf unserer Seite waren. Ich glaube, das brauchst du auch. Wenn ich an die Szene bei Toni Nusa denke, ist für mich absoluter Wahnsinn, dass man da nicht mal einen Foul erkennt, zu viert. Ja. Für mich ist es dann auch so, dass das ein Elfmeter ist, dass der Kontakt auf der Linie des Strafraums ist, der dann dazu führt, dass Toni fällt. Und ich glaube auch. Ja, da gehe ich nicht mit. Für mich war es auch ein Foul. So, du kannst, ja, war eine schwache Szene von Stunny, die einzige schwache Szene. Du kannst nicht einfach den Fuß hinten raushalten. So, wenn der Gegner dann da reinläuft und getroffen wird, ja, dann ist es ein Freistoß. Aber die Wiederholung, die ich gesehen habe, ja, da müsste man vielleicht jetzt das Maßband auspacken, war auf jeden Fall vorm Strafraum und auch nicht auf der Linie. Ja. Und das war ja das Problem. Ja, deswegen konnte der VAR ja nicht eingreifen. Er darf nicht eingreifen, der VAR. Wenn das Foul außerhalb des Strafraums ist, darf er nicht eingreifen und sagen, ey Leute, das war doch ein Foul, es muss einen Freistoß geben. Darf er nicht. Er darf nur eingreifen, wenn es um Elfmeter gegangen wäre. Sind wir wieder bei der Fahrdiskussion, wie letzte Woche und die Woche davor. Das ist eine Katastrophe. Er darf dann nicht eingreifen. Man hat in der Wiederholung gesehen, dass es ein Foul ist. So, es ist ein klares Foul. Ja, Punkt. Ja. Und ja, das muss man sehen. Das muss man sehen. Wenn nicht der Schiedsrichter, weil er einen schlechten Winkel hat, dann der Linienrichter. So, da verstehe ich den Ärger, gehe ich 100% mit. Ja. Aber alles, was ich gesehen habe, war klar vor der Linie und nicht auf der Linie. Ja, auf der Linie war es dann vielleicht zu Ende, ja. Aber der Kontakt war ganz klar vor der Linie. Und deswegen hat es ja ein bisschen gedauert und deswegen konnte der VAR nicht eingreifen. Katastrophe, diese Regelung. Dass man in der ersten Halbzeit bei Pavlovic die Situation anders sehen kann. Und diese Momente brauchst du auch. Die waren heute auch nicht auf unserer Seite. Und insofern steht ein verdienter Sieg für die Bayern. Vielen Dank. Er meint also, dass Pavlovic das Foul gemacht hat und nicht Stunny?
Wild. Okay. So genau habe ich die Szene jetzt nicht im Kopf. Ich erinnere mich nur, dass Danny das Bein halt rausgehalten hat und der Spieler reingelaufen ist. Also. Oder er meint nochmal eine andere Szene. I don't know. Dankeschön. Dann beginnen wir mit der Fragerunde. Zunächst Heiko Niederer für die Bild-Zeitung. Direkt daran anschließend Frage an beide Trainer, genau zu der Szene. Habt ihr euch gewundert, beide, dass da der VAR nicht eingegriffen hat? Das Argument wird natürlich sein, dass die gesagt haben, es war außerhalb, aber würde man sich da nicht eigentlich wünschen bei so einer entscheidenden Szene, dass der VAR da doch irgendwie... Dann reden wir ja doch über die gleiche Szene. Ja, und die VAR-Diskussion können wir jede Woche führen, Alter. Ist doch, was ich sage. wie eingreifen kann oder was sagen kann, weil es ja schon recht verwunderlich war, dass das eben in diesem ganzen Team sowohl die Leute auf dem Platz als auch der Videoschiri irgendwie nicht sehen eigentlich. Selbst Stanisic selber hat gerade gesagt, man kann da einen Elfer geben, also von daher. Ja, also ob der VAR dann einschreitet und wo er die Linie legt, das ist dann nochmal was anderes. Also für mich nochmal, braucht man dafür kein VAR. Also das Foul hat jeder im Stadion gesehen, außer 4 Leute. Und ich glaube sogar, dass von den 4 Leuten auch zumindest einer, der neben mir stand, das ganz genau gesehen hat. Und wenn ich dann Ich gehe mit ihm, ja. Für mich war das auch ein klares Foul. Und das war direkt in der Szene, in realer Geschwindigkeit ein klares Foul. So, Punkt. Ja, wie er sagt, es ging dann darum, war es auf der Linie, ein Millimeter oder was davor. So, das wäre dann die Entscheidung. Das hätte entschieden werden müssen, ja. So. Aber der VAR darf es nicht entscheiden, wenn es nicht auf der Linie war. Und anscheinend war es nicht auf der Linie, deswegen durfte das nicht entscheiden, was nicht um Elfmeter ging. Katastrophe, diese Regelung, Alter. Ich sag doch, solange der VAR so aufgestellt ist, schaff ihn ab, Alter. Es müssen andere Regeln her. Klare Regeln. What the fuck? Verbindung habe, die technischen Möglichkeiten habe, die ich heute habe, dann muss ich sie auch nutzen. Und wenn ich das nicht mache, richtig. dann brauche ich den ganzen Zirkus nicht. Ganz Und das genau. ist einfach nur schlecht. Also ich muss das sehen, VAR hin oder her, im Strafraum, außerhalb des Strafraums. Und wenn ich das nicht als Foul sehe, zu 4 auf dem Niveau, dann ist es einfach schlecht. Tut mir leid. No comments. Okay, dann machen wir weiter. Nächste Frage ist hier vorne auf jeden Fall, wenn Sie Schwach, sorry. Ich verstehe, ich mache mal an nach den vorne Stempel, kommen. wo die Augen auf. Ich verstehe, dass man, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie ich es ihm jetzt auslegen soll. Soll ich es ihm auslegen, so er möchte nicht irgendwie gegen Schiris was sagen? Ich meine, er ist auch wie ein HB-Männchen heute die Linie da hoch und runter gegangen, war auch nicht mit vielen Sachen nicht einverstanden. Aber ich finde schon, dass man bei dieser Diskussion, darum geht es geht ja jetzt nicht darum, hätte es das Spiel verändert, was weiß ich was. Es geht jetzt darum, um eine Fahrdiskussion, ja. Und da hätte ich schon gut gefunden, wenn auch der Bayern-Trainer, sagen wir mal, eine klare Meinung zu hätte. Ist ja egal, wenn die Meinung anders wäre, ja, aber einfach mal eine Meinung kommunizieren dazu. So Comment zu sagen, finde ich schon, weiß ich nicht, finde ich ein bisschen albern. können, ja, Julian Wolf für die Welt. Hier bitte. Vincent, guten Abend. Das Pokal-Halbfinale ist für den FC Bayern was Seltenes geworden, seit 5 Jahren nicht. Jetzt haben Sie es geschafft. Wie bewerten Sie das? Also was bedeutet Ihnen das und wie groß ist jetzt der Traum vom Pokal und von Berlin? Ich nehme keine so einen Traum weg. Also ich finde das normal, dass man in jeder Wettbewerb einsteigt und dann das Gefühl haben muss, dass wir bis Ende dabei sein können und vielleicht auch die Titel gewinnen. Also dieses Traum darf jeder haben, aber von meiner Seite, ich bin eher pragmatisch. Also jetzt ist dieses Spiel vorbei, es ist super, es ist Fußball, kannst du manchmal verlieren, manchmal gewinnen. Aber Hauptsache war, dass die Leistungssteuerung gestimmt hat, damit wir heute einen Sieg haben. Und das ist, Das stimmt, das hat sie. das ist bei uns immer, das erhöht bei uns immer die Möglichkeit, dass wir dann auch weiterkommen. Und das war wichtig für mich. Und ab morgen geht es wieder über Werder Bremen und dann werden wir uns freuen über diese Halbfinale ab März, glaube ich. Ja. Dann in der Mitte die Dame bitte. Ole, du hast im TV gesagt, der Schiedsrichter Daniel Siebert hat dir einen Handschlag verwehrt. Hast du eine Erklärung dafür? Habt ihr euch nochmal ausgesprochen? Und zweite Frage bitte noch, Martin van de Voort hat im Tor gestanden, gutes Spiel gemacht, aber war dann bei der Elferszene beteiligt. Kannst du zu seinem Spiel heute nochmal was sagen? Hast du ihn nochmal aufbauen müssen im Nachgang?
Ja, also zu der Szene mit dem Handschlag. Ich stand vor dem Schiedsrichter, habe ihm die Hand ausgestreckt, er war in einem Gespräch. Vielleicht hat das, ich sag mal wohlwollend, er hat es nicht registriert, obwohl wir Blickkontakt hatten. Er war bestimmt gerade sehr involviert mit der Erklärung gewisser Szenen. Deshalb, ja, das sehe ich ihm jetzt nach, kann passieren, halb so wild. Und Aber schon wild, dass man jetzt das 3. Bayern-Spiel hintereinander über einen Schiedsrichter redet, ne? Also, weiß ich nicht, ob man da mal langsam Muster erkennt und vielleicht mal darüber nachdenken sollte, ob man Schiedsrichter vielleicht mal ein bisschen besser ausbilden sollte. Also, das ist ja jetzt hier, ist ja keine Seltenheit mehr. Ne? Also wild. Martin hat ein gutes Spiel gemacht, ja, sicherlich beim Elfmeter. Unglücklich, dass er wegrutscht. Da müssen wir als gesamte Mannschaft aufmerksamer sein bei dem langen Ball. Insgesamt muss man aber auch sagen, hat er uns auch mit 2, 3 Super Saves im Spiel gehalten, beziehungsweise dazu beigetragen, dass es lange 0-0 stand. Deshalb war ich insgesamt mit ihm sehr zufrieden. Auch das Spiel mit Ball, mit dem Fuß sehr ruhig. War insgesamt eine gute Leistung von ihm. Dann gleich davor, bitte. Ja. Ja, guten Abend, hallo Ulle, hallo zusammen in die Runde. Die 3 Bayern-Spiele sind jetzt praktisch vorbei, dieser Bayern-Block in dieser Saison. Was nimmt ihr jetzt als Learning mit unterm Strich aus diesen 3 Spielen mit diesen verschiedenen Ausgängen? Ja, zum einen, dass man schon, glaube ich, bei uns eine Entwicklung aussieht, dass wir eine gewisse Struktur etabliert haben, die dann auch über weite Strecken gegen eine herausragende Bayern-Mannschaft in diesem Jahr funktionieren kann. Und Fakt ist trotzdem, dass wir heute auch immer noch einen Unterschied sehen. Ja, wenn es um Effektivität im letzten Drittel geht, um Genauigkeit, um das Nutzen dann auch groß werdender Räume, dann ist es einfach so, dass die Bayern noch mal weiter sind, als wir es sind. Deshalb, insgesamt sehe ich eine sehr positive Entwicklung. Wenn man jetzt diese 3 Spiele nimmt, aber auch insgesamt. Und trotz alledem ist es so, dass uns dann zu den Bayern auch noch was fehlt, so ehrlich müssen wir sein. Dann Ja, alles andere wäre jetzt auch wild. links, bitte. Herr Kompanie, Sie haben sich nach dem Spiel noch kurz mit Martin van der Vaart ausgetauscht. Wie haben Sie denn seine Leistung gesehen? Bis Mitte der 60. war ja kein Vorbeikommen an ihm. Ja, ich bin natürlich ein bisschen... Der kommt aus Belgien, also es ist normal, dass ich mich mit einem Landgenoss, sagt man das? Landsmann unterhalte. Und ich habe natürlich schon seine Leistung gesehen, seitdem er in Genk gespielt hat. Und nein, ich habe ihm nur gratuliert für sein Spiel und ich wünsche ihm natürlich das Beste in Zukunft. Und ich möchte jetzt den Job nicht schwieriger machen für meine Kollegen. Nur der kommt aus Belgien und ich wünsche ihm deswegen auch das Allerbeste. Wünscht noch jemand eine Antwort auf eine Frage? Das ist nicht der Fall. Dann vielen Dank. Dann wünschen wir auch allen das Allerbeste. Ich euch auch das Allerbeste und natürlich rot-weiße Grüße. Haut rein, bis dann. Tschüssi. Vielen lieben Dank für euren Support hier auf dem Kanal. Und in diesem Sinne, gute Freunde kann niemand trennen.